Hallo zusammen. Im Iran brennt es in den Straßen, brennen weltweit Kopftücher, brennen Bilder der Geistlichen. Was geschieht gerade im Iran? Welche Rolle spielt der Islam in diesem Konflikt? Und was ist jetzt zu tun? Darüber spreche ich heute mit Nathalie Amiri, Journalistin und eine intime Kennerin des heutigen Iran, und mit Azadeh Zamirirad, Politikwissenschaftlerin und Iran-Expertin. Frau Amiri, wir haben gerade im Hintergrund eine wehklagende Musik gehört. Was war das für eine Musik? Das ist die Hymne dieser Protestbewegung. Es ist das Lied, das all die Faktoren zusammenbringt, sehr poetisch, weshalb die Menschen jetzt auf der Straße sind. Das Lied heißt Baroye, für, man kann aber auch Baroye übersetzen als wegen. Es heißt für die Freiheit, aber wegen der Angst, die wir beim Küssen hatten. Für das Tanzen auf der Straße, für das Mädchen, das ein Junge sein will. All diese Dinge, die die Islamische Republik verboten hat. All die Missstände in der Islamischen Republik, die vorherrschen und die sich aufgebaut haben in den letzten 43 Jahren, werden in diesem Lied thematisiert, das sich zusammensetzt aus ganz vielen kurzen Messages, die über Twitter reingekommen sind, die der Sänger, der überhaupt nicht bekannt war, Shervin Hajipur aus Sari, einer Stadt im Norden Irans, zusammengefasst hat und dann dieses Lied Baroye gesungen hat. Und das ist so viral gegangen, weltweit, dass innerhalb von ein paar Stunden mehr als 40 Millionen Mal dieses Lied geklickt wurde, was zur Folge hatte, dass der Sänger innerhalb von wenigen Tagen dann abgeholt wurde vom Geheimdienst, verhaftet wurde, für mehrere Tage eingesperrt wurde und jetzt ihm ein Geständnis, ein erzwungenes Geständnis veröffentlicht wurde, dass er sich distanziert von den Inhalten und dass er natürlich nicht wollte, dass Menschen im Ausland diese Inhalte verwenden für ihre eigene Agenda, was typische Propaganda der Islamischen Republik ist. Und man sieht auch bei diesem Video hinter ihm, als er dieses erzwungene Geständnis ausspricht, sieht man hinter ihm einen ganz kurzen Augenblick einen der Sicherheitskräfte sitzen. Das heißt, man weiß ganz genau, dieser Junge, der all das so poetisch und so freiheitsliebend zusammengefasst hat, wurde zu diesem Geständnis gezwungen, wie es typisch ist für die Islamische Republik. Ja, vielen Dank. Auf diese Poesie, diese Proteste kommen wir gleich zu sprechen. Aber doch alles begann mit einem anderen Namen. Eine 22-jährige junge Kurdin namens Mahsa Amini wird wegen eines angeblich falsch sitzenden Kopftuchs von der Moralpolizei in Teheran gewaltsam festgenommen. 3 Tage später ist sie tot. Und ihr Tod ist der Anlass der Protestbewegung. Hier sehen wir Mahsa Amini. Sie steht auf, bewegt sich langsam zu den anderen Frauen. Das sind ihre letzten Schritte. Sie wurde zuvor in einer U-Bahn-Station von den Sittenwächtern festgenommen und in diese Polizeistation gebracht. Sie spricht, scheint auf ihre Kleidung zu deuten. Doch plötzlich hält sie ihr Kopf, fällt und bricht zusammen, fällt auf den Boden. Eigentlich ganz schreckliche Bilder. Frau Zamirirad, was lösen diese Bilder bei Ihnen aus? Ich glaube, dieser Tage mit diesen Bildern, nicht nur jetzt von Jina Mahsa Amini, sondern auch die Bilder von den Protesten in Iran, lösen ganz gemischte Gefühle bei mir aus. Es gibt einmal dieses Gefühl der Sorge, Sorge um die Leute, die auf der Straße sind, Sorge um die Leute, die gerade jetzt in den Gefängnissen sind, viele, die verschleppt worden sind, wo die Familien nicht mal wissen, wo die Leute eigentlich inhaftiert sind, was aus ihnen geworden ist. Gleichzeitig ein Gefühl des Schmerzes, auch wenn man solche Bilder sieht, und Schmerz darüber, was diese Gesellschaft alles erdulden musste und auch weiterhin erduldet. Gleichzeitig aber auch ein Gefühl von Bewunderung, Respekt, Ehrfurcht vor dem Widerstand, den diese Leute zeigen, den ja auch Jina Mahsa Amini gezeigt hat. Sie hat sich ja widersetzt der Verhaftung. Sie hat sich widersetzt sozusagen diesen Sittenwächtern, die versucht haben,
sie sozusagen gewaltsam mitzunehmen, obwohl sie einfach nur in Teheran war, um ihre Familie zu besuchen. Ja? Ja. Ein ganz normaler, alltäglicher Akt, nichts Besonderes und so tragisch aus dem Leben gerissen worden ist. Ich habe einfach wahnsinnigen Respekt vor diesem mutigen Akt dieser Person und so vielen anderen Leuten, die auf der Straße sind und so mutig gegen ein solches System sozusagen aufbegehren. Und letztlich auch ein Gefühl von Hoffnung und Zuversicht, nicht so sehr mit Blick auf schnellen, fundamentalen Wandel, aber eher mit Blick darauf zu sehen, dass das eben eine Gesellschaft ist, die nicht nachlässt, ja? Die Generation um Generation auf die Straße geht, ganz gleich, wie oft sie niedergeschlagen worden ist. Und das erfüllt einen schon mit Hoffnung zu sehen, dass hier kein Nachlassen zu beobachten ist, sondern dass eine Welle nach der anderen sozusagen angeschwommen kommt. Und auch wenn diese Proteste wieder niedergeschlagen werden sollten, man hoffnungsvoll sein kann, dass wieder die nächste Welle folgt. Insofern ist das ein Aspekt, der mich zumindest mit etwas Zuversicht sozusagen erfüllt. Und mit immer größerer Wut. Von Protest zu Protestbewegung im Iran hat sich die Wut gesteigert. Während 1999 noch die Studenten nur auf der Straße waren, sind 2009 ein breiter Bevölkerungsanteil der Mittelschicht auf der Straße gewesen. Ich war selber dabei 2009 während dieser Proteste. Die waren nicht so wütend wie jetzt. Sie waren wütend, aber sie waren von der Aggression auch nicht so aufgeladen, nicht so angestaut wie jetzt. Und jetzt, wenn man sich die Bilder anhört und sieht, die Stimmen hört der letzten Tage, da ist so eine geballte Wut drin. Und diese Wut dieser Generation X, die all die Proteste der vergangenen Jahre auch nicht mitbekommen haben, auch an ihrem Körper nicht ertragen mussten in Form von Schlägen, die sind bereit, alles zu verlieren. Und das sieht man jetzt. Und diese Wut macht natürlich dem Regime enorm Angst. Aber würdest du nicht sagen, dass Wut ein Aspekt ist, den wir zum Beispiel auch sehr deutlich 2019 in Protesten gesehen haben, aber etwas, was zur Wut hinzugekommen ist diesmal, was mich beeindruckt, und ich weiß nicht, wie dein Empfinden ist oder wie Sie das Empfinden haben mit den Bildern, ist, neben der Wut sehen wir auch eine gewisse Freude und Zelebration auf der Straße. Ne? Da ist eben nicht nur Wut, die wir vorher gesehen haben. Wir sehen Leute auf der Straße, Frauen, tanzen um ein Lagerfeuer herum, mitten auf der Straße, ihr Kopftuch abnehmen und ins Feuer schmeißen und das zelebrieren. Lassen Sie uns einige Bilder dazu uns anschauen, die aus der Mitte September stammen, und dann können wir weiter. Sie verbrennt mit ihrem Hijab eigentlich nur ein Stück Stoff. Doch dieser Stoff ist hochpolitisch und das Ablegen und Verbrennen aus Sicht der Regierung eine Straftat. Ein Porträt von Republikgründer Ayatollah Khomeini. Hier links wird von der Fassade eines Regierungsgebäudes in der Stadt Sari am Kaspischen Meer gerissen. Eine weitere schwere Beleidigung für das Regime. Und trotzdem schrecken diese Menschen nicht davor zurück, auf den Straßen Teherans am helllichten Tag zu skandieren: Tod dem Diktator. Ja, bewegende Bilder. Als ich Sie unterbrochen habe, ich meine, die Bilder, die wir gesehen haben, stammen aus Mitte September. Aber sie sind nach wie vor da. Die Menschen sind auf der Straße. Wir haben viele Symbole gesehen, was dort eigentlich geschieht. Das Verbrennen der Kopftücher, das Herausreißen der Bilder der Geistlichen und das Schneiden der Haare. Aber eines, was wirklich sehr deutlich auffällt, vielleicht auch im Unterschied zu den Bewegungen und zu den Demonstrationen vor einigen Jahren, ist das Bild der Frau. Hier stehen Frauen in irgendeiner Weise im Mittelpunkt des Geschehens. Es ist eine weibliche Revolte in gewisser Weise. Wie konnte es zu dieser Bewegung kommen? Also es kann wirklich sein, dass es die erste Revolution der modernen Geschichte wird, in denen Frauen sowohl Auslöser als auch Motor dieser Proteste sind. Die Frauen, und fälschlicherweise wurde das oft jetzt in den letzten Wochen abgetan als Kopftuchproteste. Das ist nicht der Fall. Es geht nicht ums Kopftuch, es geht ums große Ganze, um das Regime. Die Menschen, wie wir es gerade gehört haben, wollen dieses Regime nicht mehr. Sie schreien Tod dem Diktator und wir wollen die Islamische Republik nicht mehr. Aber das Kopftuch, das jetzt vom Kopf gerissen wird und verbrannt wird, übrigens unter frenetischem Beifall der Männer, die auf der Straße zusammen mit den Frauen protestieren gegen das Regime, ist das Symbol der jahrzehntelangen Unterdrückung und Diskriminierung der Frau. Frauen haben im Iran sehr wenig Rechte.
und haben sich trotzdem im Laufe der letzten 43 Jahre emanzipiert. Frauen waren die Ersten, die nach der Islamischen Revolution auf die Straße gegangen sind. Damals hatte man schon ihnen gesagt, so Schlägertrupps, Yoru Sari, Yotu Sari. Also entweder Kopftuch auf oder du wirst leiden. Ja, wir werden dir auf den Kopf schlagen. So. Und dieser Prozess, in diesen 43 Jahren haben sie sich trotz dieser enorm diskriminierenden Rechte, wie sie haben kein Recht auf Scheidung, das Ausreiserecht muss vom Mann gegeben werden oder vom Vater. Sie dürfen nur arbeiten gehen mit der Genehmigung des Mannes. Sie haben das Sorgerecht ab dem 7. Lebensjahr des Kindes nicht mehr. Sie haben kein Recht auf Scheidung. Sie können sexuell immer wieder vergewaltigt werden von ihrem Ehemann, weil der das Recht laut Scharia hat, sexuell alles von ihr einzufordern. Sie hat kein Recht, dagegen anzugehen. All diese Diskriminierungen haben die Frauen insofern ertragen, dass sie stärker gemacht haben. Sie sind immer mehr in den letzten Jahren auf die Straße gegangen, haben Ayatollahs, Mullahs auf der Straße, die sie angemacht haben, weil ihr Kopftuch nicht richtig saß, geantwortet. Und zwar geantwortet, was willst du mir sagen? Wenn du ein Problem mit mir hast, geh doch du aus dem Land. Es ist mein Land. Und das sehen wir jetzt auch auf der Bewegung, gerade innerhalb dieser Bewegung und diesen Protestierenden auf der Straße, dass die Menschen sagen, die Zukunft liegt nicht mehr in der Flucht, wie wir es in den letzten Jahren gesehen haben, Braindrain, sondern wir wollen unser Land zurück. Wir wollen unser Land zurückerobern von den Ayatollahs, von der Revolutionsgarde. Und dafür riskieren wir gerade alles. Ja, haben Sie eine Erklärung dafür? Selbstverständlich, Frauenunterdrückung ist ein globales Problem seit langem und immer noch. Aber hier gerade im iranischen Kontext ein ganz decidiertes. Was für ein Problem hat das Regime mit weiblicher Präsenz? Das ist auch eine leibliche Präsenz, das ist auch ein Selbstbestimmungsrecht und auch die Deutungen, als würde die Scharia geben. Es gibt nicht die Scharia, sondern es gibt natürlich eine bestimmte Leseart, die hier festgesetzt wird. Was ist das Interesse, so mit diesem Wesen umzugehen? Vielleicht noch mal einen Schritt zurück, warum wir das gerade in Iran sehen, so eine starke Frauenbewegung. Man kann ja schon, glaube ich, konstatieren mittlerweile nach 3-4 Wochen anhaltender Proteste, dass wir es hier mit einem feministischen Aufstand zu tun haben, der im Zentrum dieser Proteste steht. Und ein Aufstand, der nicht nur von Frauen getragen wird, sondern wie auch eben schon anklang, von Männern unterstützt wird. Und das ist eigentlich ein Befreiungsschlag nach 2 Seiten hin. Das ist nicht nur ein Befreiungsschlag gegenüber dem Staat, der durch die Kleiderordnung den Körper und den Geist der Frau vollständig kontrollieren will. Es ist auch ein Befreiungsschlag, wenn man ehrlich ist, innerhalb der oppositionellen Sphäre, innerhalb auch der linken Arbeiterbewegung, die auch 79 zum Beispiel immer das Ideal sozusagen der Bedeutung der Frau hochgehalten haben, aber faktisch in der Umsetzung eigentlich die Belange der Frau als nachrangig behandelt haben. Ja? Und jetzt, glaube ich, ist deutlich geworden mit diesem Akt auch der iranischen Frauen, dass dieses Signal gesandt wird, ohne die Befreiung der Frau kann es keine Befreiung der Gesellschaft geben. Und dass weibliche Belange keine nachrangigen Belange sind, auch nicht in einer Protest- und Oppositionsbewegung. Und das kommt nicht von ungefähr, wenn wir in die Geschichte schauen, auch des 20. Jahrhunderts. Frauen haben immer eine sehr wesentliche Rolle bei der Massenmobilisierung gespielt in revolutionären Bewegungen in Iran. Während der konstitutionellen Revolution beispielsweise, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Während der iranischen Revolution von 79. Frauen waren diejenigen, die 1979 auf die Straße gegangen sind in Massen, weil sie eben vorhergesehen haben, was ihnen blüht mit der Kopfbedeckung. Und sie haben den Prozess ja verzögert. Ja. Frauen haben auch über die Jahre hinweg aber das, was der Sozialwissenschaftler Asif Bayat ja als Nichtbewegung definiert, also alltägliche Handlungen des Widerstandes, die nicht organisiert sind, die ganz dispers im ganzen Land stattfinden können, die also kein organisiertes kollektives Handeln erfordern und gleichzeitig Realitäten in der Gesellschaft verändern. Und das haben wir vor allen Dingen am Kopftuch gesehen. Frauen landesweit über die letzten Jahrzehnte haben das Kopftuch zurückgedrängt. Es wurde immer kürzer, man hat immer mehr Haare gesehen, es wurde bunter, durchsichtiger, die Kleidung enger. Das sind ja ganz alltägliche Akte des Widerstandes, die Frauen Stück für Stück alltäglich vollzogen haben als sogenannte Nichtbewegung, also kollektives Handeln von nicht kollektiven Akteuren, was
unglaublich mächtig schon war innerhalb der gesellschaftlichen Sphäre, so dass sie in Teilen Irans Probleme haben werden, auch nur eine einzige Frau zu sehen, die wirklich vollständig bedeckt ist. Insofern kommt das nicht völlig überraschend. Das, was wir jetzt sehen, ist die Kulmination all dessen, was Frauen in den letzten Jahrzehnten aus einer langen Tradition einer starken Frauenbewegung in diesem Land eigentlich mitgenommen haben. Ja, und der Umschlag in gewisser Weise von Nichtbewegung in einer klaren, wütenden, sichtbaren Bewegung hin. Zu diesem feministischen Akt, dieser Revolte, gehört aber auch das Haareschneiden als ein bewegendes Symbol, was auch über die Grenzen von Iran hinaus auch eine eigene Bewegung ausgelöst hat. Woher kommt eigentlich dieses Symbol? Aus der persischen Poesie, aus Shahnameh. Es ist ein Akt des Widerstands und der Revolte schon gewesen. Und das haben die Frauen jetzt wieder aufgenommen. Und diese Proteste sind ja auch immer wieder, ne, das habe ich ja vorher schon gesagt, auch patriotisch, auch nationalistisch geprägt. Das heißt, man besinnt sich auch auf die eigene Hochkultur. Ja? Und man möchte sich abgrenzen, auch von außen. Es hieß ja auch immer wieder, es wird ja auch kritisiert am Regime, die Involvierung in der Region. Und man sagt ja auf der Straße, Narazena, Lubnan, Fadoyam, Baroye, Iran. Das heißt, nicht Gaza, nicht Libanon, damit meinen sie Hamas und Hisbollah, die ja vom Regime unterstützt wird, finanziell und auch mit Waffen, sondern mein Leben gilt für den Iran. Diese Besinnung auf das, wer sind wir? Und du sagtest ja zu Recht am Anfang auch, das ist nicht nur eine Protestbewegung der Wut, sondern auch des Stolzes. Du siehst die Frauen stolz auf der Valias-Straße von oben bis unten, vom Süden in den Norden, vom Norden in den Süden laufen. Es ist die längste Straße Teherans, 17 Kilometer lang. Und auf dem Mittelstreifen laufen sie und haben ihre Kopftücher abgenommen und schwenken sie in der Luft wie Trophäen und werden von den Autos, es ist immer Stau dort, aber jetzt auch noch durch die Proteste noch mal mehr, von den Autofahrenden mit Hupen quasi für ihren Mut auch belohnt. Ja, Sie haben Shahnameh erwähnt, das ist das Buch der Könige von einem der größten Epiker der Weltgeschichte, Ferdowsi, aus dem 10., 11. Jahrhundert. Und dort ist ein Prinz Siawash, der aus Unrecht ermordet wird. Und seine Frau, und ich glaube auch, wenn ich mich richtig erinnere, seine Tochter werden aus Protest gegen dieses Unrecht und Trauer ihre Haare schneiden. Das heißt, es hat auch etwas ganz genuin Iranisches, wenn ich das so sagen darf. Wegen der grünen Bewegung war es Forough Farrokhzad, eine Dichterin, die ihre Stimme sozusagen da zu hören war. Und jetzt natürlich der alte, erhabene Dichter im Hintergrund, sodass dieser politische Antrieb oder ein poetischer Antrieb des Politischen hier zu sehen ist. Nicht nur mit dem Song, mit der Hymne, sondern auch mit dieser poetischen Symbolkraft des Ganzen, was natürlich dann nicht nur in Trauer, sondern auch in Mut und vielleicht auch etwas in Übermut überschwenkt. Was ja aber auch Rückschlüsse ziehen lässt auf das Intellektuelle in der Gesellschaft. Ja? Wenn man von außen auf den Iran schaut, auf die Islamische Republik Iran, dann verbindet man dieses Land mit schwarz verhüllten Frauen, mit Atomabkommen, mit Ahmadinejad, mit Gefahr für Israel. Aber das, was dort existiert und das, was alle Touristen, und ich bin der Überzeugung, dass ich habe sehr viele Schweizer Touristinnen und Touristen gesehen während meiner Korrespondentenzeit im Iran. Sie sind komplett perplex von dem, was sie dann eigentlich sehen, nämlich eine ziemlich säkulare Gesellschaft. Ich würde sagen, in der gesamten Region, bis auf Israel, habe ich nicht so eine säkulare Gesellschaft gesehen, die sich abgewendet haben vom Islam. Laut Umfragen definieren sich nur 30% der Bevölkerung als Muslime, als praktizierende Muslime. Das, was ich beobachten konnte, war durch die gesamte Gesellschaft hindurch während Ramadan irgendwie der staatlich verordnete Fastenzeit irgendwie zu schauen, wo man essen kann. Ja? Das heißt, die Menschen haben aufgrund dessen, dass sie im Namen des Islam jahrelang erniedrigt und diskriminiert wurden, jetzt sich abgewendet, auch von der Religion und dadurch natürlich auch vom Staat, der im Namen des Islam die Menschen unterdrückt. Ja, Frau Amini, Sie haben auch
das ARD-Büro in Teheran jahrelang geleitet, waren dort auch darüber hinaus oft auch tätig. Sie waren auch sozusagen während der grünen Bewegung 2009 jetzt wirklich am Puls der Zeit genau dort und haben die Bewegung betrachtet. Damals, das sind schon einige Jahre her, es gab eine ganz andere Generation, die auch dagegen revoltiert hat, gegen das Regime. Vielleicht eine Generation, von der Navid Kermani bereits im Jahre 2001 in seinem Buch Die Revolution der Kinder, als eben die Revolution der Kinder der Revolution gesprochen hat, nämlich die noch als Kind da waren und das Ganze erlebt haben und jetzt dagegen revoltieren. Wer sind die heute auf die Straße gehen? Das sind ganz junge Studierende, die eigentlich nur das Mullah-Regime kennen. Das sind vor allen Dingen viele Schülerinnen und Schüler auch da. Ich glaube, das ist auch ein bemerkenswerter Aspekt eigentlich dieser Proteste. Also ich glaube, neben der feministischen Zentralität oder Zentralität feministischer Anliegen ist, glaube ich, das zweite Bemerkenswerte, dass wir extrem junge Menschen auf der Straße sehen, Teenager. Das Durchschnittsalter liegt bei 15. Wir haben 8-Jährige, die Lieder komponieren, Gedichte verfassen. Wir haben junge Schülerinnen in der Schule, die Schulautoritäten vom Schulhof verjagen, die Bilder des Revolutionsführers abreißen, die selber den Slogan sagen, Leben, Frau, Leben, Freiheit rufen, skandieren, dort Bilder aufhängen. Das sind ganz, ganz junge Leute und das haben wir in dieser Form zum Beispiel demografisch so noch nicht gesehen. Und das ist, denke ich, auch ein bemerkenswertes Charakteristikum dieser Proteste, dass wir viele Leute aus ganz unterschiedlichen demografischen Hintergründen, unterschiedlichen ethnischen teilweise Hintergründen, religiösen Hintergründen, unterschiedlichen sozialen Schichten hier auf der Straße sehen und dass wir hier eine ganz andere Breite und Tiefe, was sozusagen die Auswirkungen und die Signalwirkungen und die Repräsentanz der Gesellschaft anbelangt, beobachten können. Und das unterscheidet die Proteste so gewaltig von vorherigen, obwohl sie in reinen Zahlen gar nicht die größten Massenproteste darstellen, die wir in der Geschichte der Islamischen Republik gesehen haben. Sie haben 2009 erwähnt, Hunderttausende sind damals auf die Straße gegangen. Jetzt sehen wir teilweise Hunderte, Tausende in einigen Orten auf die Straße gehen und sehen aber doch, wie sie mit den Mitteln, die sie haben, und über die können wir vielleicht später noch mal sprechen, einen gewaltigen sozusagen Impact haben, eine gewaltige Auswirkungen, auch was globale Aufmerksamkeit anbelangt und ihre Signalwirkungen in die Gesellschaft. Das ist absolut erstaunlich und bemerkenswert. Ja, also eigentlich der wichtigste Faktor des Ganzen, ne? Also auch in Bezug auf den Unterschied, dass dieser Querschnitt der Gesellschaft jetzt auf der Straße ist. Und nochmal zu diesen jungen Menschen, diese Generation X hat nichts von der Islamischen Republik erhalten. Sie haben nichts und sie haben auch nichts in Zukunft, werden sie erhalten. Sie wissen, dass sie nichts bekommen werden. Und wenn du nicht Teil des Systems bist, also Chodemoni, das heißt dazugehörst, dann bist du außerhalb des Systems. Und das sind die meisten. Wir sind jetzt auch schon bei Generation Z im Grunde genommen. Ne? Das ist die Generation zwischen 97 und 2012 geboren. Also wirklich extrem junge Leute. Generation X sind wir ja schon fast, die auch sozusagen auf die Straße gegangen sind. Es ist absolut, also ich kann mich nicht erinnern, dass so junge Leute so aktiv waren in früheren und so politisch waren. Ja, ja, absolut. Das ist in der Tat bemerkenswert, weil es auch dann zeigt, dass das Regime nicht geschafft hat, seine eigene, wie auch immer geachteten Ideale so zu vermitteln und die Gesellschaft mitzunehmen, sondern es gibt eine tiefe Spaltung in der Gesellschaft, viel Unzufriedenheit, aber auch Hoffnungslosigkeit, die Menschen dazu bewegt, dagegen den Aufstand auf sich zu nehmen, mit allem, was dazu gehört und was sie auf sich nehmen. Das Regime hat den Menschen so sehr die Luft zum Atmen genommen, dass die Bevölkerung keinen anderen Weg mehr hat, als zu revolutionieren. Ja, ja. Nun, nachdem wir etwas über die Gegenwart gesprochen haben, lassen Sie uns einfach die Vergangenheit kurz uns vergegenwärtigen mit einigen Bildern über die Entstehung auch der Islamischen Republik. Zusammen mit den Briten organisiert der amerikanische Auslandgeheimdienst CIA einen Putsch gegen den iranischen Premierminister Mossadegh. Mossadegh hat es gewagt, die iranische Erdölindustrie zu verstaatlichen und sie so aus den Klauen der westlichen Ölmultis zu befreien. Die CIA putscht Mossadegh aus dem Amt und ersetzt ihn durch den amerikafreundlichen Reza Shah Pahlavi. Der Sturz von Mossadegh ist der Fehler, der den Stein ins Rollen brachte. Er ist unter anderem mitverantwortlich für die spätere islamische Revolution.
1979 kehrt Ayatollah Khomeini aus dem Exil nach Teheran zurück und fegt das alte, von den USA gestützte Regime von Reza Shah Pahlavi hinweg. Kurz darauf, am 4. November 1979, stürmt eine Gruppe radikaler Anhänger von Khomeini das Gelände der amerikanischen Botschaft in Teheran und nimmt 52 US-Diplomaten und Botschaftsangehörige als Geiseln. 400 Tage dauert das Geiseldrama. 400 Tage, die zum amerikanischen Urtrauma gegenüber dem Iran werden. Als 1980 der Krieg zwischen dem Irak und Iran ausbricht, unterstützen die USA zunächst den irakischen Diktator Saddam Hussein mit Waffen. Später liefern die Amerikaner allerdings auch Waffen an den Iran, hauptsächlich um den Iran dazu zu bewegen, im Libanon festgehaltene amerikanische Geiseln freizulassen. Ende der 90er Jahre kommt es zu einer kurzen Phase der Entspannung. Doch kurz nach 9/11 und den Terroranschlägen von New York erklärt US-Präsident George W. Bush den Iran zur Achse des Bösen. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. Die USA marschieren in Afghanistan ein und im Irak. Die Mullahs in Teheran fürchten, nach Saddam Hussein die Nächsten zu sein. Ja, eine kurze Vergegenwärtigung der Bilder und vielen Namen und Strukturen und Widersprüche auch globaler Natur, worauf wir dann auch noch zu sprechen kommen. Aber zunächst, was auffällt ist, und das haben Sie auch kurz bereits schon angedeutet, ist, dass die früheren Bewegungen, auch Revolten, Demonstrationen, Proteste, in irgendeiner Weise auch religiöse Narrationen, religiöse Symbole mit in Anspruch genommen haben. Auch 2009 hörte man ja genug Gottes Größe, Allahu Akbar. Jetzt fällt es auf, dass das Religiöse überhaupt nicht Teil der Proteste ist. Also wenn nicht dagegen protestiert wird, sondern es ist eine ganz eigene, deislamisierte Form der Protestbewegung. Sind die Menschen islammüde, religionsmüde, dass sie einfach nicht mehr mit dieser Form religiöser Aneignung des Staates mehr leben können? Sie identifizieren sich nicht mehr mit dem Islam. Also 1979 waren die Menschen sehr viel islamischer, sehr viel traditioneller. Aber wie ich schon vorher sagte, die Gesellschaft hat auch eine säkulare Emanzipation hingelegt. Ja? Und diese Umfragen, die sagen ja alles aus, dass sich 30% der Iraner nur noch als Muslime definieren. Und wenn man sich das religiöse Verhalten ansieht, also ich bin sehr oft in der Türkei unterwegs, da sind die Moscheen voll. Ich war gerade in Afghanistan, sehr religiös eingestellte Gesellschaft. Im Iran sind die Moscheen leer. Es findet in der Moschee am Freitagsgebet, da werden Geschäfte gemacht. Aber richtig vom Islam überzeugte Menschen habe ich gerade in der jungen Bevölkerung sehr, sehr selten getroffen. Das ist ja so ein bisschen die Ironie der Geschichte, wenn man so will, dass hier eine Bewegung kommt, die ein theokratisches Modell etabliert, das über eine islamische Regierung tatsächlich eine islamische Gesellschaft produzieren soll. Und dieser Staat und dieses theokratische Gebilde aktiv dazu sozusagen beiträgt, dass es zum Bedeutungsverlust dieser Religion kommt, durch die Art der Aufbürdung dieser Religion auf die Leute. Und da sehen wir eben den Bedeutungsverlust dieses religiösen, einerseits Bedeutungsverlust, teilweise aber auch absolute Ablehnung und eine Art Hassempfinden sogar gegenüber Religion, nicht in allen Teilen der Gesellschaft. Ich glaube, das ist auch etwas, was man in den Protesten im Moment sieht. Die sind ja vorsichtig, nicht einen antireligiösen sozusagen Anschein zu erwecken. Sie wollen auch andere Frauen, die zum Beispiel das Kopftuch tragen, an ihrer Seite wissen. Und das sind ja eigentlich mit die faszinierendsten Bilder, die wir jetzt sehen, dass auch Frauen, die sich bedecken, selbst im Chador, genau, einem Ganzkörpergewand, sich dem anschließen, weil es nicht um das Kopftuch geht oder einen islamischen Glauben oder nicht. Es geht um die Selbstbestimmung der Frau, selbst zu entscheiden, wie sie ihre Religion ausüben will, ob sie die Religion ausüben will, in welcher Form sie sich kleiden möchte. Und da sehen wir eine gewisse Solidarität, auch jetzt wieder. Wir sprachen vorhin darüber, Solidarität über bestimmte Grenzen hinweg, demografische, ethnische, religiöse, die wir in früheren Protesten in dieser Form nicht gesehen haben und die hier eine besondere Stärke dem Ganzen verleihen.
Ja, ich verstehe. Also meine Frage ist nur, was die Erwartung anbetrifft von diesen Protesten und auch, dass es sehr, auch in der westlichen Wahrnehmung sehr auf das Kopftuch reduziert wird. Wir haben mit einem Staat zu tun, in dessen DNA religiöse Dogmen verankert sind. Und zwar konstitutiv. Sodass ein Abrücken von einer Kopftuchpflicht eigentlich doch überhaupt nicht in Frage kommt. Nein, es wäre auch der Beginn vom Ende der Islamischen Republik. Man hat es ja ganz zu Beginn der Proteste, denn man darf nicht vergessen, die Islamische Republik, die Machtelite, weiß ganz genau, ob der Stimmung in der Gesellschaft. Die haben die besten Umfragewerte, die wissen ganz genau, wie weit ist der Hass und die Wut und die Unzufriedenheit der Bevölkerung vorangeschritten. Das sind nicht natürlich Umfragewerte, die sie veröffentlichen. Wir würden uns sehr freuen darüber, aber durch bestimmte Aussagen jetzt auch des Systems merken wir, wie weit sie auch selber quasi reflektiert darüber nachdenken, was sie noch ändern können, um zu überleben. Und da hat einer der Ex-Reformpolitiker, Karbaschi, im Staatsfernsehen in den ersten 3-4 Tagen gesagt, naja, wenn nun mal wir wissen, 70-80% der Frauen im Iran das Kopftuch nicht mehr tragen wollen, müssen wir über eine Gesetzesänderung nachdenken. Im Staatsfernsehen wird nichts gesagt, was nicht gesagt werden soll. Es ist alles geskriptet. Insofern ist es ihm nicht rausgerutscht. Sie wissen, dass das ein Problem ist. Aber sie wissen auch, dass dieses Kopftuch, genauso wie die Feindschaft zu Amerika und Israel, eine der Säulen der Islamischen Republik ist. Fällt das Kopftuch, ist es so wie, gibst du den kleinen Finger, davor haben sie Angst, reißen sie dir die Hand raus. Und die Menschen werden weiter fordern. Und sie sagen ja auch auf der Straße, es geht nicht um Kopftuch. Sie sagen nicht, wir wollen nicht mehr das Kopftuch tragen, sondern das ist in Teheran inzwischen von all den Bekannten, die mit mir kommunizieren im Moment, schon fast 60% der Frauen gehen einfach nicht mehr mit Kopftuch auf die Straße. Sie haben sich dieses Recht, ohne es vom Staat bekommen zu haben, schon genommen. Ich glaube, das ist vielleicht der Unterschied, den man machen muss. Die Frage ist, die eine ist, würde das System offen formal die Gesetzeslage ändern? Relativ unwahrscheinlich, vor allen Dingen kurzzeitig mit Blick auf, als Antwort auf die Proteste. Aber was mir sehr wahrscheinlich erscheint, und das geht in die Richtung, die du angedeutet hast, Nathalie, dass wir einfach keine Möglichkeit haben, zum Status quo ante zurückzukehren. Weil Frauen selbst bei einer brutalsten Niederschlagung dieser Proteste nicht mehr wie vorher verschleiert auf die Straße gehen werden. Nicht in derselben Form. Wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, wie Frauen die Grenze schon massiv immer wieder verschoben haben. Das ist jetzt eine fundamentale und permanente Grenzverschiebung. Und dass das System vermutlich, und so schätze ich Sie ein, Sie sind sehr eng genau kalibriert und Sie können sich als sehr pragmatisch erweisen. Sie wollen nicht formal den Schritt gehen, aber dass Sie bei der Durchsetzung und Umsetzung beispielsweise durch die Sittenpolizei, sich zurücknehmen werden. Einfach weil sie wissen, dass das jedes Mal wieder neue Proteste und Aufruhr quasi auslösen kann. Das heißt, das für sich genommen, völlig unabhängig davon, was noch alles kommen kann, ist ein Riesentriumph. Ich sehe nicht, wie wir in Zukunft selbst bei einer Niederschlagung der Proteste in eine Phase zurückkehren können, wo die Dinge so sind, wie sie vorher waren. Das sehe ich einfach nicht mehr kommen. Was aber trotzdem für die Psyche eine permanente Belastung ist. Weil es gibt kein Gesetz, das dir erlaubt, dieses Kopftuch nicht mehr zu tragen. Insofern, selbst wenn 60% sich dieses Kopftuch abnehmen, sie können immer wieder, und das ist eben diese Willkürlichkeit des Staates, genau aufgrund des Nicht-Kopftuchtragens dann bestraft werden. Und ich glaube, also selbst wenn sie es nicht per Gesetz durchsetzen, wenn die Frauen sich die Rechte nehmen, werden sie da nicht stehen bleiben. Es wird weiter und weiter gehen. Mit Sicherheit, ja. Ja, und das ist, glaube ich, das umfassende Moment dieser Protestbewegung, weil es eben der Ruf nach dem Sturz des ganzen Regimes ist eigentlich. Denn hier wird, weil wir viel über Islamische Republik reden, hier wird eine ganz bestimmte Lesart des schiitischen Islams verstaatlicht. Das heißt, ohne Wenn und Aber, ohne die Offenheit einer anderen Lesart. Denn man könnte ja für das Tragen des Kopftuchs sein, man kann auch diese offen lassen, wenn es in ihrer Selbstbestimmung nicht trägt, wie es auch theologisch vertretbar wäre. Sondern das wäre dann auch weil sie auch mit der afghanischen Gesellschaft sich bestens auskennen, durchaus vergleichbar auch mit dem Taliban-Regime,
natürlich in einer sunnitischen Spielart, aber von der Idee genau vergleichbar, weil sie auch eine bestimmte Lesart des sunnitischen Islams verstaatlichen, die keine andere Lesart mehr zulässt. Das heißt, jeder Angriff ist eine Selbstzerstörung oder jede Öffnung des Regimes wäre eine Selbstzerstörung. Insofern ist die Bewegung von einer ganz anderen Ausmaß als das, was wir in vorigen Protesten eigentlich bemerkt haben. Das Interessante dabei ist, und das vielleicht ein negatives Moment des Ganzen, weil es viel um das Kopftuch das Ganze sich bewegt, dass es auch Menschen gibt, die natürlich auch hier verunsichert sind, die Kopftücher tragen, aber dennoch solidarisch sind mit den Menschen dort, weil es auch Aufrufe gibt, wenn ihr solidarisch seid, dann müsst ihr eure Kopftücher eben ablegen. Die machen es ja dort, die es eben nicht tun würden, weil es einfach viele religiös aus ganz freien Stücken sich dafür entschieden haben. Wer hat denn nicht das Kopftuch zu einem Symbol gemacht? Das Regime oder die Menschen, die sie nicht mehr tragen können? Ich würde sagen, es ist ein Zusammenspiel beider. Für die einen ist es das Symbol ihrer siegreichen Revolution geworden und für die anderen ist es eben das Symbol ihres jetzt siegreichen, in ihren Augen Aufstandes. Insofern es ist ein Zusammenlegen von und jede Seite hat seine eigene Sichtweise darauf. Aber ja, es ist ein wichtiges Symbol für Beginn und Ende. Genauso wie jetzt in Afghanistan ja der Beginn der Unterdrückung ist, könnte es im Iran das Ende der Unterdrückung sein. Ich denke, der Staat hat hier wirklich in ganz massiver Weise quasi zu dieser Bedeutungs- oder Überhöhung des Kopftuches beigetragen. Und zwar in unterschiedlichen Herrschaftsformen. Wenn wir uns die persische Monarchie zum Beispiel anschauen, da hatten wir das gegenteilige Symbol. Da hatten wir Frauen säkularer Natur, die vielleicht nicht unbedingt davon überzeugten, dass man als Muslime die Haare bedecken muss. Es gibt ja ganz unterschiedliche Auslegungen, wie Sie ja gerade angedeutet haben. Und teilweise diese Frauen selbst auch das Kopftuch in Solidarität mit anderen Frauen getragen haben, zu einer Zeit, als die persische Monarchie diese Art der Kopfbedeckung unterbinden wollte. Also da haben wir genau das Gegenteil dessen, was wir heute sehen. Was auch ein Fehler war. Und da sieht man eben nochmal, dass es eine Mehrheit der Frauen, und das sehen wir auch schön auf der Straße, nicht um das Kopftuch per se geht. Es geht, wie gesagt, um Selbstbestimmung. Selbstbestimmung ist das Essentielle hier. Das Kopftuch mit all seiner Symbolik, die durch herrschaftspolitische Strukturen ja so groß geworden ist und diese Art sozusagen Reibungspunkt darstellt für Leute, um sich an dem Kopftuch abzuarbeiten. Das, was wir sehen, geht eben weit über diese Symbolik hinaus. Es steht immer dafür, dass ein Staat versucht, Kontrolle bis in die Privatsphäre seiner Bürgerinnen und Bürger auszuüben. Und das ist etwas, wogegen sich Frauen im iranischen Kontext seit einem Jahrhundert schon sehr massiv zur Wehr setzen. Es gab vor ein paar Jahren ein Video, in dem Feministinnen, iranische Feministinnen ohne Kopftuch durch die Teheraner Metro gegangen sind, mit einem Blumenkorb. Und sie haben Blumen verteilt, den anderen Frauen, sowohl im Chador als auch im Kopftuch. Und sie haben gesagt, wir wollen das Kopftuch nicht mehr tragen, aber ihr könnt es weitertragen. Und diese Toleranz und diese ja, auch Emanzipation und Großzügigkeit, die sehen wir jetzt auch bei den Protesten. Ja? Dieses, seid jeder so, sei du Kurde, sei du Bahai, sei du Frau und ich bin Mann. Ich bin jung, du bist alt. Und all das kommt jetzt gerade zusammen auf der Straße. Und es ist wirklich ein Novum. Denn Iraner sind gut darin, eigentlich zu sagen, ich bin besser und ich habe die Meinung, ich habe den Plan. Und jetzt auch bei den Solidaritätsbekundungen außerhalb des Iran, von den Exil-Iranern, gibt es wirklich immer wieder die Ansage am Anfang, bitte nehmt alle eure Flaggen runter. Ob das jetzt die kommunistischen Flaggen sind oder die monarchistischen Flaggen, lasst sie runter, lasst uns als Einheit auftreten, denn nur so können wir gewinnen. Und diese Einheit ist eben so gefährlich wie noch nie für das Regime, weil sie auch zum ersten Mal so gezeigt wird. Und so kann man auch sagen, wirklich kontrolliert und diszipliniert durchgezogen wird. Was würden Sie sagen, was füllt diese Lücke, die eigentlich der Islam oder der Islam, der dort vorgelebt oder vordiktiert wurde, jetzt auch hinterlassen hat? Ist es einfach eine vollkommen despiritualisierte Gesellschaft, dass sie zum einen kann man ja sozusagen sich von der Religion oder von diesem Regime jetzt absondern. Auf das andere ist, dass die iranische Gesellschaft natürlich auch eine zutiefst poetische Gesellschaft ist, eine zutiefst
mythische Gesellschaft ist und auch zu ihrem alltäglichen Leben viele Rituale gehören, die religiöse Bezüge haben, aber auch überhaupt spirituelle Bezüge haben. Ist das alles da oder ist das eine ganz eigene säkularen Umformulierung da? Wie kann man sich die Gesellschaft, die Menschen dort vorstellen? Sie haben auch Kontakt jetzt mit vielen Iranerinnen auch vor Ort, weil das eine ist, was wir von außen her sehen, das andere ist, wie sie sich selber betrachten. Was ist Ihre Wahrnehmung? Ich habe das im Iran so wahrgenommen, dass eigentlich die Rückbesinnung auf die Spiritualität wächst. Gerade wenn die Religion die Lücke hinterlässt. Insofern sehe ich es auch nicht an, als da ist eine Lücke. Lücke klingt so negativ, als wäre es dann leer. Ja? Ja. Das sehe ich nicht so. Es ist nicht inhaltslos, sondern es ist eine Rückbesinnung, vielleicht auch zu einem anderen Islam. Ja? Dass man, also Sufismus ist etwas tief Verankertes in der iranischen Gesellschaft. Und diese Rückbesinnung auf dieses ganz Traditionelle, auch zum Beispiel die Zoroastrier, ja, die Ursprungsreligion dort, hat enorm an Aufwind gewonnen. Und es ist, man kann es jetzt so salopp sagen, schick geworden in der iranischen Gesellschaft, sich auf das zu besinnen. Ja, ja. Schauen Sie, die Sache, ich wollte eigentlich am wenigsten über das Kopftuch reden, aber das Thema hat irgendwie so eine Eigendynamik. Und ich spreche es immer wieder selber an. Auch in der Schweiz gibt es ja seit März letzten Jahres nach einer knappen Abstimmung auch ein Verhüllungsverbot. Die genauen Details werden noch ausgearbeitet, was eigentlich in gewisser Weise eine Kehrseite des Kopftuchpflicht zu sein scheint. Sehen Sie dort Parallelen? Oder würden Sie sagen, das ist ein vollkommen anderer? Also ich sehe insofern keine wirkliche Vergleichbarkeit, als wir es in einem System mit einer Abstimmung zu tun haben, wo Bürger sich in einer Gesellschaft, die demokratisch verfasst ist, über bestimmte Normen verständigen, in welcher Form auch immer. Und ein System, das diese Norm vorgibt, wo es keinen Gesellschaftsvertrag gibt, auf dem dieser Normprozess quasi beruht und der dann Resultat demokratischer Prozesse wäre. Und da sehen wir auch, die größte Abneigung gegenüber dem Kopftuch und bestimmter religiöser Prinzipien entstehen aufgrund sozusagen des Zwangs, quasi des staatlichen Zwanges. Insofern finde ich das in der Hinsicht vielleicht etwas problematisch als Vergleich. Aber ich würde vielleicht auch noch mal sagen wollen, mit Blick auf das Kopftuch und die Spiritualität, weil Sie es gerade angesprochen haben, nur weil der Islam schiitische Ausprägung nach der Definition von Ayatollah Khomeini irgendwann nicht mehr maßgeblich ist, heißt das weder das Ende von Religion, Ende der Schia, Ende der Spiritualität. Und selbst unter Atheisten heißt das ja nicht sozusagen die Abwesenheit von Wertesystemen. Es gibt die Werte des Humanismus, es gibt eine ganz lange Tradition, philosophische Tradition in Iran, sehr viele Bewegungen, Diskussionen über humanistische Werte. Das ist keine moralisch leere Gesellschaft. Das ist eine ganz vitale, mit einer langen philosophischen Tradition, mit einer langen auch spirituellen, aber auch intellektuellen Tradition, die ihre Werte und Wertsysteme und Lebensbedeutung aus ganz unterschiedlichen Quellen entziehen kann und dafür keinen schiitischen, auferlegten quasi Islam benötigt. Ich glaube, Sie sprechen etwas ganz Bedeutsames an, was genau das Regime ausblenden will. Also das Regime hat ja gerade die Rhetorik zu sagen, wir sind die Einzigen, es gibt keine Alternative. Das heißt, wenn vom Volk her genau die Stimme dann hörbar wird, dass wir nicht gegen das sind, was ihr in Anspruch nehmt und wir gegen euch sind, das ist massiv für sie zu ertragen. Das heißt, sie werden alles daran setzen, genau das nicht hörbar zu machen, weil dann würde es bedeuten, dass sie nur ein Moment sind, was sich aber nicht bewährt hat. Lassen Sie uns, nachdem wir über das Jetzt-Zustand gesprochen haben, etwas über diesen Bezug zwischen Staat und Religion und deren Dichotomien und Widersprüche uns ausgetauscht haben, etwas in die Zukunft hineingehen oder etwas über die globale Wahrnehmung auch dieser Proteste. Wie sehen Sie die globale Wahrnehmung von diesen Protesten? Weil Sie auch sich natürlich mit der internationalen Politik beschäftigen, auch als Journalisten. Wie geht man damit um? Die westlichen sehr Staaten spät. zum Beispiel. Sehr spät. Also die Aufmerksamkeit für diese Bewegung ist wirklich sehr spät eingetreten. Man hat lange abgetan wie, naja, Iran wieder Proteste. Man hat das Momentum nicht wahrgenommen, dass es wirklich ein feministischer Protest auch ist. Und
jetzt kommt die Politik so langsam in Bewegung. Auch aber aufgrund des massiven Drucks habe ich das Gefühl, der Exil-Iraner, die wirklich in den Medien viel Druck gemacht haben, immer wieder berichtet haben, gesagt haben, nee, bitte beachtet es, es ist was Großes, was da gerade passiert. Es hat eine ganz andere, neue Dimension erreicht. Und wieso wird das Ganze von den Medien ignoriert? Ich glaube, es liegt schon auch daran, weil Iran sehr komplex ist, weil es sehr wenig Leute gibt, die das Ganze einordnen können und weil man nun mal auch im Moment mit den globalen Krisen überfordert ist. Insofern jetzt noch eine Krise on top ist einfach für viele auch schwer zu ertragen. Aber wir merken ja jetzt, Justin Trudeau, der kanadische Premier, hat jetzt gerade neue Sanktionen auch vor allen Dingen gegen die Revolutionsgarde erlassen, weil das ist ja das Problem der Iran-Politik in den letzten Jahren gewesen. Was passierte denn durch die? Ich meine, Iran war vor Russland das am meisten sanktioniert, das am stärksten sanktionierteste Land weltweit. Diese Sanktionen haben dazu geführt, dass die iranische Bevölkerung verarmt ist. Die Machtelite hat nicht sonderlich darunter gelitten. Sie haben Wege gefunden, sich noch weiter zu bereichern. Sie haben die Lücken, die der Westen hinterlassen hat, die Revolutionsgarde hat diese Lücken auf dem Wirtschaftszweig komplett eingenommen. Insofern hat die Machtelite sich nur bereichert und mit diesem Geld übrigens im Ausland sehr viele Immobilien und über Tochterfirmen sehr viele Investitionen getätigt. Die Kinder der Machtelite feiern auf Partys, posten es auf Instagram, wie sie mit Dollars in Hotelzimmern rumschmeißen. Das sorgt übrigens auch noch für massive Wut. Und sie studieren auf Elite-Universitäten. Das heißt, diese Sanktionen haben die Machtelite nicht getroffen. Und obwohl sie die stärksten und massivsten Sanktionen aller Zeiten waren. Was jetzt gefordert wird und aber auch darauf wirklich jetzt auch so ein Fokus gelegt wird und auch einfach ein neuer Umgang mit Sanktionen auch verlangt wird, ist, dass es wirklich diejenigen trifft, und zwar nicht nur sie, sondern auch ihre Familienangehörigen, was jetzt laut deutschem Recht sehr schwer ist, das durchzusetzen, aber es wird verlangt, dass es die Machtelite trifft, dass sie nicht mehr einreisen können. Denn das, was jetzt die ganzen letzten Jahre passiert ist, ist bei der deutschen Botschaft, und ich habe selber 2 Jahre dort gearbeitet, wer bekommt ein Visum für Europa? Derjenige, der sehr viel Geld aufweisen kann auf seinen Konten, der Immobilien nachweisen kann. Das heißt, diese Menschen sind rausgekommen. Diese Menschen sind größtenteils Teile der Machtelite. Aber die Studierenden haben monatelang, wenn sie überhaupt ein Visum bekommen haben, auf ein Visum gewartet. Insofern, das ist alles schiefgelaufen. Und während gleichzeitig die Menschen jetzt wirklich massivst, brutalst niedergeschlagen werden auf der Straße, unter Einsatz mit sämtlichen Waffen, dann in New York Ebrahim Raisi spricht vor der UN-Vollversammlung und sich dann mit Emmanuel Macron trifft und es gibt Handshake-Bilder und sie verhandeln weiter über das Atomabkommen, dann ist es natürlich eine Doppelmoral und ein politisches Szenario, das verheerend ist für die Menschen auf Irans Straßen. Und die Ayatollahs lachen sich ins Fäustchen, weil es so weitergeht, wenn es so weitergeht wie bisher. Ja, Sie haben auch die Kraft der Stimme der Exil-Iranerinnen hervorgehoben, die wirklich weltweit hörbar sind. Lassen Sie uns eine Stimme kurz hören von Inisa Amani, eine deutsche Comedian und Aktivistin. Da stand eine Frau, die gesagt hat, ich bin jüdische Iranerin. Neben einer Frau, die gesagt hat, ich bin Muslimin mit Kopftuch. Neben einer Frau, die gesagt hat, ich bin Atheistin, ich bin nicht religiös. Und alle 3 haben gesagt, wir kämpfen dafür, dass jede Frau frei sein darf. Was würden Sie sagen, worin liegt das, dass es zu dieser, sagen wir, Doppelmoral oder dass dieses Zögern überhaupt kommt? Denn auf der einen Seite ist doch ganz klar, für welche Werte diese westlichen Staaten eigentlich stehen. Das sind ganz klar Menschenrechte, Frauenrechte, Demokratie und freie Selbstbestimmung. Und auf der anderen Seite gibt es dieses Zögern, dieses Spielen, was wir natürlich mit Schmunzeln und mit Ärger aufnehmen können. Aber die Menschen, die tagtäglich gerade in Iran dagegen protestieren, das ist mehr als bitter für sie, weil sie sich nicht nur verlassen fühlen, sondern auch in gewisser Weise auch verraten.
Ich denke, was Reaktionsgeschwindigkeit anbelangt, dann kann man viel darüber diskutieren und frustriert sein darüber, wie lange es manchmal dauert, auch bestimmte Prozesse ernst zu nehmen oder auf bestimmte Prozesse wirklich klare Worte zu finden. Ich glaube, eine Sache, die allerdings in dieser Debatte ein bisschen vielleicht auch die politische Sphäre etwas belastet und erschwert und wo, glaube ich, auch die Debatte nicht unbedingt so konstruktiv verläuft, ist nämlich die Frage, wie geht man nun mit diesem Staat um angesichts dessen, dass der Atomkonflikt noch immer nicht aufgelöst ist. Und ich finde es problematisch, wenn man versucht, den Atomkonflikt auf der einen Seite quasi zu verrechnen mit den Protesten in Iran. Denn eigentlich müsste man doch meinen, dass wir alle ein Interesse daran haben müssten, dass gerade dieser Staat niemals Nuklearwaffen wird produzieren können. Das heißt, wir haben ein ganz gewaltiges sicherheitspolitisches, aber auch sozusagen bevölkerungspolitisches Interesse, dass das kein Staat ist, der sich über Nuklearwaffen viel weiter aufrüsten kann, sehr viel fester im Sattel sitzen kann, weil auch außenpolitische Handlungsspielräume für die Europäer, für die Amerikaner und andere in einem solchen Fall auch kleiner werden würden. Und deswegen glaube ich, dass diese Verengung der Debatte, es gibt nur das eine oder andere, nicht zielführend ist. Auch nicht im Interesse sozusagen der Bevölkerung. Was es braucht, ist zum einen eine Einigung, eine Möglichkeit, wirklich das iranische Atomprogramm, sei es mit der bisherigen Einigung, wo überhaupt nicht gesagt ist, dass wir das überhaupt schaffen, oder einer neuen Form von Einigung, sicherzustellen, dass dieses Atomprogramm technisch deutlich beschränkt ist und unter voller internationaler Kontrolle, was jetzt seit ungefähr 6 bis 8 Wochen nicht mehr der Fall ist. Das heißt, die Internationale Atomenergieorganisation im Moment fliegt ein bisschen blind. Wir wissen gar nicht mehr ganz genau, was vor Ort passiert, was ich desaströs und gefährlich finde. Und auf der anderen Seite in keiner Weise nachstehen dürfen, was neue Sanktionen im Bereich von Menschenrechtsverletzungen anbelangt, wo die EU spät, aber jetzt da dran ist. Die EU hat ja mittlerweile auch ganz andere Sanktionsmechanismen sich selbst auferlegt. Wir haben ja das globale Sanktionsmechanismus-Regime im Bereich der Menschenrechte, was es auf europäischer Seite ermöglicht, sehr viel zielgerichteter, sehr viel schneller Menschenrechtsverletzungen zu ahnden, gezielt Individuen und Institutionen zu sanktionieren, ganz gleich, wo auf der Welt diese Menschenrechtsverletzungen begangen werden. Das ist schon mal ein Schritt vorwärts. Und auf dieser Ebene müssen auch weiterhin europäische Sanktionen verhängt werden. Das eine, sozusagen die Sanktionierung im Bereich von Menschenrechtsverletzungen und die Unterstützung der iranischen Zivilgesellschaft, schließt das andere nicht aus, nämlich das Verhindern und verhindern müssen iranischer Nuklearwaffen. Oder man macht wirklich eine Kehrtwende und sagt, wir fördern den Ruf der Menschen auf der Straße nach Regime-Change, weil dann ist auch die Atombombe nicht mehr gefährlich, weil sie nicht mehr in den Händen der Mullahs ist. Die Iraner haben so weit angereichert, dass ich glaube nicht, dass wir Präsident Biden wird vor den Midterms dieses Atomabkommen nicht mehr durchkriegen. Nach den Midterms wird er das auch nicht mehr durchkriegen, weil gerade in Kombination mit diesen Protesten wird das nicht schaffen. Also wie verhält sich Europa? Außer einem Imageverlust werden wir zum Schluss nichts bekommen. Und das islamische Regime versucht ja gerade zu verhandeln, dass die Revolutionsgarde und die Basij-Milizen, diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass die Menschen gerade niedergeknüppelt werden, von der US-Terroristenliste gestrichen werden. Ja, das ist nicht der Wunsch. Die Menschen auf den Straßen rufen gerade nicht, wir wollen das Atomabkommen. Sie rufen Frau, Freiheit, Leben. Würden Sie sagen, dass das Ende der Theokratie dann auch bedeuten würde? Wenn die Solidarität mit den Menschen auf der Straße wirklich so artikuliert wird? Es wäre sehr negativ für die Theokratie im Iran. Ja. Nochmal zu dem Atomprogramm. Ich glaube, dass hier sehr viel durcheinander quasi gemischt wird. Ne? Das lässt sich nicht so leicht sagen, wenn wir linear davon ausgehen, dieses System wird auf jeden Fall kollabieren. Die Frage ist, wann. Ja? Und darauf seine sicherheitspolitischen Entscheidungen zu treffen. Nur ein bisschen, um das zu verdeutlichen, wo wir uns gerade befinden im iranischen Atomprogramm. Es ist gut möglich, dass Iran bereits das nötige Spaltmaterial jetzt produziert hat in den letzten 6 bis 8 Wochen, weil die Kontrolle durch die Internationale Atomenergieorganisation nicht mehr da ist. Das heißt, technisch sind sie schätzungsweise innerhalb von, sagen wir, 1 bis 2 Jahren in der Lage, Atomwaffen zu produzieren. Im Bestfall aus ihrer Sicht innerhalb von 6 Monaten schon. Sind das Risiken, die wir bereit sind einzugehen? Ja? Ja, die Menschen rufen nicht, wir wollen die Atomvereinbarung. Sie rufen aber auch nicht, wir wollen nicht die Atomvereinbarung. Denen geht es gar nicht um die Atomvereinbarung und denen geht es auch nicht um die Wirtschaftssanktionen. Die Proteste sind gesellschaftliche, soziale Proteste. Da geht es jetzt nicht um ökonomische Fragen, die natürlich immer mitschwingen, aber nicht sozusagen der Motor dieser Proteste sind. Und ich glaube, dass man da ganz vorsichtig sein muss. Ja. Ich habe das leider in allen Protestbewegungen der Vergangenheit erlebt,
dass Politiker und Politikerinnen natürlich Angst kriegen und denken, sie wissen, dass es sicherheitspolitisch wichtig ist, zu verhindern, dass dieser Staat Atomwaffen bekommt, aber Angst kriegen, genau unter dieser Art von Kritik zu geraten. Wieso unterstützt ihr ein solches System, obgleich das keine Unterstützung ist? Ja? Unterstützt ihr ein solches System? Das System steht doch kurz vor dem Zerfall. Und deshalb glaube ich, also gerade in politischen Entscheidungsträgerkreisen muss eine Abwägung stattfinden. Ja? Was ist möglich, zu welchem Zeitpunkt, welche sicherheitspolitischen Risiken sind hier auf dem Spiel? Und da steht auch eine Menge für die iranische Bevölkerung auf dem Spiel, was nicht nur mit den unmittelbaren Protesten zu tun hat. Ja, vielen Dank für Ihre Einordnung. Meine letzte Frage. Wie stellen Sie sich ein Iran von morgen vor? Ganz kurz, 2 Perspektiven. So wie der Text des Liedes von Sherwin Hajipour es fordert. Was Sie eingespielt haben, Baraye, das wünsche ich der iranischen Bevölkerung, dass sie das eines Tages haben, was sie sich wünschen. Ich glaube, Sie schließen sich an. Natürlich, ich wünsche mir einen säkularen, demokratischen Staat, in dem sozusagen Bevölkerungspartizipation an der Tagesordnung ist und in dem Menschen, Männer, Frauen, Jugendliche ein selbstbestimmtes Leben führen können. Haben Sie vielen Dank für das klärende und erhellende Gespräch. Ja, und wenn ihr noch mehr zum Thema Iran erfahren möchtet, dann findet ihr hier weitere Sendungen. Unsere Sendungen gibt es übrigens neu auch für unterwegs als Podcast auf allen gängigen Plattformen.